Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen in Deutschland begeistert: Fußball. Von der Geschichte des deutschen Fußballs bis hin zu aktuellen Entwicklungen. Genau, Fußball ist nicht nur ein Sport, sondern ein Teil der deutschen Kultur. Lass uns mit einem kleinen Rückblick starten. Weißt du, wann der erste Fußballverein in Deutschland gegründet wurde? Ja, das war 1874. Der Dresdner FC gilt als einer der ersten Fußballvereine in Deutschland. Damals war Fußball noch eine Randerscheinung. Interessant. Und heute ist es kaum vorstellbar, dass Fußball einmal unpopulär war. Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war erstaunlich. Absolut. Ein Meilenstein war sicher die Gründung der Bundesliga im Jahr 1963. Das hat dem Fußball in Deutschland einen enormen Schub gegeben. Und natürlich muss man die Weltmeisterschaften erwähnen. 1954, 1974, 1990 und 2014. Diese Siege haben Deutschland als Fußballnation geprägt. Das Wunder von Bern 1954 bleibt unvergessen. Es war mehr als nur ein sportlicher Erfolg, es war ein Symbol des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Und dann 2014 in Brasilien, als Deutschland die WM gewann. Dieses 7:1 gegen Brasilien im Halbfinale, ein Moment für die Geschichtsbücher. Ja, dieses Spiel wird oft als eines der besten in der Geschichte des Fußballs bezeichnet. Aber lass uns auch über aktuelle Entwicklungen sprechen. Gerne. Die Nationalmannschaft steht vor neuen Herausforderungen. Nach dem frühen Ausscheiden bei der letzten WM und EM gibt es viel zu tun. Trainerwechsel, neue Spieler, vieles ist im Umbruch. Es bleibt spannend zu sehen, wie die Mannschaft sich weiterentwickelt. Und dann ist da noch die Diskussion um die Nachwuchsförderung. Viele fordern, dass mehr in die Jugendarbeit investiert wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Erfolg von morgen hängt davon ab, wie wir heute Talente fördern. Wie siehst du das? Ich stimme zu. Wir brauchen eine starke Basis an jungen Spielern. Aber auch die Vereine spielen eine wichtige Rolle. Richtig. Vereine wie Bayern München und Borussia Dortmund sind nicht nur in Deutschland erfolgreich, sondern auch in Europa. Die Bundesliga ist weltweit bekannt und zieht internationale Stars an. Das spricht für die Qualität des deutschen Fußballs. Aber es gibt auch Herausforderungen. Die finanzielle Schere zwischen großen und kleinen Vereinen wird immer größer. Das ist ein Problem, das nicht nur in Deutschland existiert. Es braucht Lösungen, um den Wettbewerb fair zu gestalten. Spannend ist auch, wie der Frauenfußball an Bedeutung gewinnt. Die deutschen Frauen sind ebenfalls sehr erfolgreich. Absolut. Die Frauennationalmannschaft hat zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Da tut sich einiges. Zum Schluss möchten wir von euch, unseren Zuhörern, wissen: Was sind eure Lieblingsmomente im Fußball? Schreibt uns eure Gedanken. Vielleicht besprechen wir sie in einer unserer nächsten Folgen. Wir sind gespannt auf eure Antworten und freuen uns auf das nächste Mal.